geht, Leute? Nojan hier, aka Mr. Dawson. Und das ist mal was ganz anderes. Normalerweise kennt ihr nur Vlogs von mir. Dieses Mal habe ich 2 Coaching-Sessions für euch aufgenommen. Erstmal vielen Dank an Fernando, oder auch besser bekannt als Jay Nandes, der sich die Zeit genommen hat, mich zu coachen und bereit war, das Ganze zu filmen, damit ich das für euch hochladen kann. Auch ein riesen Dankeschön an das ganze PLO Mastermind Team für deren großartige Arbeit. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, euer Game zu verbessern und in den Limits aufsteigen wollt und richtig crushen wollt, dann kommt ihr nicht drum rum, ihr müsst euch anmelden, Leute. Wenn ihr noch keinen Account habt, Link in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr euch diese Videos hier reinziehen, denn wir haben jetzt 2 Episoden für euch aufgenommen. In dem ersten Video hier, das ist ein theoretisches Video geworden, mehr Podcast-mäßig. Da sind wir viele interessante Themen durchgegangen für PLO-Spieler, aber auch für No-Limit-Hold'em-Spieler. Allgemein Leute, die sich hochgrinden wollen, die auf Low-Limits festsitzen und nicht wissen, wieso die da festsitzen. Wir haben über verschiedene Poker-Apps gesprochen. Wir haben über Rake gesprochen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Episode geworden. Und im zweiten Teil gibt es ein Hand-Review. Da habe ich eine Session gespielt auf CoinPoker. Und Jay Nandes reviewt das Ganze. Und da gab es auf jeden Fall einige interessante Spots. Viele Fehler, die ich gemacht habe. Und mega dankbar für diese Opportunity. Bedanke mich nochmal recht herzlich bei Fernando und an sein Team. Und hier ist für euch die Folge, Leute. Wie geht es dir erstmal? Alles gut? Ja. Ich bin wieder in Kalifornien, war nicht allzu lange in Vegas. Ja, sehr gut. Ich habe im letzten Vlog erwähnt, dass ich irgendwie mittlerweile deine Stimme zumindest öfter höre als die von meiner Frau, weil ich in jeder freien Stunde irgendwie irgendein Video von dir reinziehe oder wenn ich spazieren gehe, höre ich mir einen Podcast an, irgendwas immer. Wäre vielleicht gut mal, also normalerweise in einem Coaching würde ich einen Fragebogen vorausschicken und ein paar Hände anfragen, also Datenbanken oder so weiter. Aber vielleicht in diesem Fall wäre es einfacher, wenn du ein bisschen erzählst, wo du momentan stehst und wo so die Reise hingehen soll. Ja, absolut. Ich hab die letzten Jahre ultra viel durchgemacht. Ich bin erst als Pokerspieler hergekommen nach Vegas und dann habe ich mich auf Familie gründen und so weiter konzentriert, Credit Score aufbauen und Haus kaufen und also Dinge und habe dann als 7, 8 Jahre lang ungefähr als Creative Director auch in der Pokerszene gearbeitet. Ich habe wirklich alles gemacht in den letzten paar Jahren, was im Medienbereich machbar ist, überwiegend aber Graphic Design. Und nebenbei halt immer noch gepokert. 1, 2 Jahre Pause gemacht, aber dann nebenbei wieder gepokert und so weiter. Und dann war ich irgendwann total im Burnout. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mir wurde jede Menge Geld gestohlen und musste wieder von Null anfangen. Also ich habe jetzt einen riesen Postenapparat, ich habe ein Haus hier, ganz viele Autos. Und, also Lifestyle von damals, als ich noch 2, 3 Jobs auf einmal hatte, mit Pokern und allem Pipapo. Aber spiele auf einmal nur noch No Limit 500 oder jetzt gerade sogar PLO 50, also das kleinste Limit, was ich spiele, ist PLO 50, weil ich erstmal antasten wollte und lernen wollte. Ja, mein Ziel ist aber, PLO 200 wäre halt optimal. Glücklicherweise habe ich das letzte Jahr so viel abgebaut an Kosten und also ich bin in einer guten Position im Moment. Ziel ist es im Moment wirklich einfach nur versuchen, die Roll aufzubauen, immer besser werden und mich auf PLO 200 erstmal comfortable breit machen und dann natürlich immer höher. Also ideal wäre, da zu landen, wo du bist. Ist noch ein weiter Weg für mich. Und du hast gemeint, du mischt live und online momentan? Nee, im Moment tatsächlich nur noch online. Also ich habe Ende Januar, Anfang Februar ungefähr mich dazu entschlossen, einfach live zu quitten, weil das mit Family und mit Frauen und so weiter einfacher ist und mehrere Tische spielen und so weiter. Und dann ist online halt einfach besser, denke ich, auch mit Rakeback und das Problem ist nur, dass ich PLO halt nicht so viel Erfahrung habe. Ich habe mein ganzes Leben lang No Limit Hold'em gespielt. Ich habe aber mehr Hoffnung im Moment in PLO als in No Limit Hold'em, muss ich sagen. Also mir macht das Spiel viel mehr Spaß, das Studien macht mir viel Spaß. Selbst wenn ich nach der Session 8 Stunden oder was auch immer gespielt habe, kann ich immer noch ein Video reinziehen. Also ich lege mich dann hin oder, weißt du, also ich bin 24 in diesem PLO-Wahnsinn immer noch, nach ein paar Monaten. Ich dachte, das hört vielleicht irgendwann auf, aber
Und bei No Limit also mit 500 meinst du da live oder online oder beides? Live habe ich 15 gespielt, viel. Es war höchste, ich habe 2040 auch schon gespielt und so, aber es war nicht meine Regular Stakes. Hier und da mal geschattet, wenn Whale am Start war, zur WSOP-Zeit oder so. Also. Mhm. Ja, und online war ja das, habe ich auch NL No Limit Hold'em 500 immer nur geschottet. Das war nie in meinen Regular Stakes oder so. 100 und 200 schon eher. Wie gesagt, also ich habe jetzt die letzten 2 Monate gar keinen No Limit Hold'em mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das funktioniert, muss ich sagen. Bin total auf PLO fixiert und finde die Games auch online viel softer als No Limit Hold'em. Viel mehr Action auch, wenn du mal was hast, wirst du ausbezahlt. Also es ist im Allgemeinen macht das mir viel mehr Spaß als No Limit Hold'em. Und ja, ich ziehe jetzt einfach dadurch und gucken, wo ich lande. Okay, klingt gut. Bei Online-Poker ist ja immer ist natürlich komplett verschieden zu Live-Poker. Im Live-Poker, vor allem im Omaha-Bereich, ist natürlich die Varianz auch, kann zum Teil also das Spiel kann sehr viel größer ausfallen als online. Jetzt auch wenn du zum Beispiel im Aria 1-2-5 spielst oder 1-2 so mit einem 5 bringen, kann schon auch viel Varianz mit sich bringen. Ich meine, da kaufen sich ja die Leute bis zu $1.000 ein und gewisse Spots sind halt so undeniable oder halt nicht vermeidbar, wo relativ viel Geld reingeht. Und online kann man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr in einem gewissen finanziellen Rahmen bewegen, wo man sagt, okay, so viel Varianz und Risikomanagement ist möglich. Bei Live ist es meistens eher so, dass es relativ schnell mal so aus dem Ruder laufen kann, was die Varianz angeht. Die Winrate kann natürlich auch höher sein, live, einfach nur, weil die Leute so schlecht sind und weil man hohe Stakes spielen kann. Aber ich denke, um einen guten Boden, so ein Fundament zu schaffen, ist online auf jeden Fall sehr gut. Man bekommt mehr Hände rein, die Spots, die zählen, die auch live im Endeffekt wichtig sein werden, wirst du viel sehen. Und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, vor allem für Online-Spieler, die dann, wie du gesagt hast, auf 200, 500 sich komfortabel bewegen. Das Problem auf diesen Stakes ist dann eher die Action. Also wie viel Action bekommst du an guten Tischen? Und im momentanen Klima sozusagen, in der Online-Poker-Welt ist es so, dass viele Leute, die diese Mid-High-Stakes online spielen, sich auch mal gerne live umsehen, weil online auf den Stakes, genauso wie im No-Limit auch, auf jeden Fall schwieriger wird. Und es gibt auch noch ein paar andere Probleme, wie zum Beispiel Botting und RTA und solche Dinge oder vielleicht auch hoher Rake. Aber ich denke, wo du momentan stehst, auf jeden Fall macht das Sinn, so mit PLO 50 dabei zu sein. Und das im Sinne vom Skillset, ich denke, das wichtigste Skillset beim Online-Pokern ist vor allem diese technische Seite. Also die Stats der Gegner zu haben, deine eigenen Stats zu haben, wissen, was ist gut, was ist schlecht. Weil vor allem auf den Stakes, wo du momentan spielst, alle deine Gegner werden relativ offensichtliche Leaks haben, die mit Stats ersichtlich sind, egal ob das Regulars sind oder Recreational Players. Und je höher man sich bewegt, umso eher wird es dann so sein, dass die Spieler halt relativ gut gebalanced sind und es ein bisschen schwieriger ist, über die Stats eine Winrate zu erzielen, sondern eher über halt sehr, sehr solides GTO-Game. Und daher die Frage, wie sieht es bei dir aus mit Tracking, HUDs, der technischen Seite vom Online-Poker? Ja, für Coinpoker benutze ich DriveHut. Und ich spiele, also WSOP kann ich nichts tracken leider, glaube ich. Ja. Aber da spiele ich auch nicht mehr so viel, muss ich sagen, aus tausenden von Gründen. Aber im Moment bin ich eigentlich nur auf Club GG unterwegs oder auf Coinpoker und Club GG hat so deren eigenen Tracking-Tool, da Poker, ich weiß nicht genau, was das heißt, auf der Webseite, PokerCraft. Da kannst du, glaube ich, dir den Graphen und so weiter anschauen. Ich habe ja die Hände und so noch nicht reviewed da. Ich habe die Membership erst seit einer Woche. Kann ich aber auch gerne alles mal zeigen. Also der Graph, DriveHut habe ich erst seit einer Woche für Coinpoker. Mein Club GG-Graph sieht ziemlich sexy aus. Also dafür, dass ich neu bin. Ich habe gerade damit 10.000 Hände gespielt oder so, aber
Es sieht schon ganz solide aus bis jetzt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jede Menge noch dazu lernen muss, aber also jedes Environment ist extrem unterschiedlich im Online-Poker. Und ich denke, das unterschätzen sehr viele Leute. Ich habe zum Beispiel auch Anfang dieses Jahres oder auch in den letzten Jahren immer wieder mal mit ClubGG versucht, in gewisse Clubs reinzukommen oder Games zu spielen. Und das allererste, was mich interessiert, ist der Rake. Der Rake ist extrem wichtig. Also zu verstehen, wie viel Rake bezahlt wird in den verschiedenen Clubs und wie viel Rakeback du erhältst, um zu verstehen, wie deine Edge in dem Game ist. Ja. Und Edge ist vor allem im Online-Poker ein relativ komplexes Thema, das die meisten Leute unterschätzen. Und es kann dich zu einem garantierten Losing-Player machen, wenn es nicht richtig, also wenn du nicht im richtigen Club, in einem richtigen Environment bist. Und das ist extrem gefährlich, weil wenn du natürlich irgendwo drin bist, wo du viel Volume reinballerst, aber du bist ein guaranteed Losing Player, und das kann sehr oft der Fall sein übrigens bei ClubGG, dann ist es nicht nur finanziell ein Problem natürlich, weil du auf jeden Fall verlieren wirst, sondern auch moralisch, weil du siehst die Hände und denkst, ich habe doch eine Edge, die Leute spielen schlecht, es gibt so viel Action, weil die Leute ballern so viel rein, vielleicht gibt es noch ein Squid Game und das kreiert dann so eine Dynamik, die so erscheint, als ob alle Action geben. Aber der Rake könnte so hoch sein, dass es unmöglich ist, da zu gewinnen. Das ist auch sehr oft der Fall, egal, also nicht egal, wie hoch der Rakeback ist, aber relativ egal. Und der Rake macht es nicht nur so, dass es vielleicht unmöglich ist zu gewinnen, aber auch die Side-Games, wie zum Beispiel Min wie Pip oder Squid Game, sind Formate, die möglicherweise dazu führen, dass die Edge in dem Game viel kleiner ist. Und das Problem mit einer kleineren Edge ist natürlich eine kleinere Winrate. Und eine kleinere Winrate heißt, der Pokerraum kann die Liquidität länger im Game halten. Also für den Game Runner ist es natürlich am schlechtesten, wenn ein Typ reinkommt wie du oder ein Pro und die Liquidität aus dem Pool rauszieht. Und was ich damit meine ist, also vielleicht wenn für die Zuschauer, die das nicht so gut kennen, wenn ein Fisch reinkommt und der ist bereit dazu, $10.000 zu verlieren über einen gewissen Zeitrahmen und du gewinnst von dem Typen $10.000 in der ersten Nacht mit einer minimalen Rake-Contribution von ihm, also er hat vielleicht nur $100 geraked, ist natürlich extrem schlecht für den Game Runner, weil der Typ ist dann weg. Und wenn der Typ langsamer ausgeblutet wäre, dann wären die Games vielleicht 3 Wochen gerannt und der Game Runner hätte Tausende von Dollar verdient an dem einzelnen Spieler. Also dieser einzelne Fisch ist bereit, 10.000 zu verlieren und es könnte sein, oder möglich, also am besten für den Game Runner wäre es, dass die gesamten 10.000 an ihn gehen über den Rake, plus noch mehrere 10.000 von allen Regulars auch an ihn gehen, die sich um diesen Fisch krallen. Und das ist sehr oft die Realität. Ist auch von meiner Seite her gesehen, ich sehe das nicht so, ich mache mir jetzt nicht mega im Kopf über die Verwerflichkeit, es sind einfach 2 verschiedene Businessmodelle. Ein Pokerspieler versucht das Maximum rauszuziehen aus der Liquidität oder aus den schlechteren Spielern und der Game Runner versucht das genau Gleiche zu machen. Und das ist sehr oft kompetitiv. Also es fühlt sich wie eine Kooperation an, so, let's run a game. Im Live-Poker kann man sich das gut vorstellen, in einem Private Game. Wir spielen alle um 7 Uhr abends und dann kommen noch ein paar Fische dazu, alles ist gut. Im Online ist es sehr ähnlich, du brauchst ein paar Leute, die das Game zum Laufen bringen, das sind meistens Pros. Aber wenn das Angebot eine kleine Edge ist, dann ist es sehr nice für den Game Runner und für den Typen, der reinkommt. Im Endeffekt bist du, also als Pro, dann auch der Fisch. Du wirst auch zur Liquidität des Pokerraums. Und das wäre eigentlich der Idealfall für den Game Runner. Oder sagen wir mal so, der Idealfall für den Game Runner wäre, wenn du das absolute Minimum verdienst, quasi zu gut, um aufzuhören und nicht gut genug, um wirklich Liquidität aus dem Pool zu ziehen. Und das ist immer ein Balancing Act sozusagen. Und wenn ein Club jemanden findet, der ins Game reinkommt und aus welchem Grund auch immer zu viel Liquidität rauszieht, zu schnell, also die Edge ist zu groß, wird doch oft gesperrt. Und dann heißt es, nee, du kannst nicht mehr spielen.
Also das Erste, worauf ich mich konzentrieren würde, ist herauszufinden, wie ist die Rake-Contribution in dem Game, in dem du drin bist. Und ich denke, PokerCraft auf jeden Fall auf GG, aber ich glaube auch auf FlopGG wird dir den Rake nicht anzeigen im PokerGraphen. Also es ist quasi es ist nicht nur wertlos, sondern es ist auch schädigend, weil du bekommst False Confidence und du denkst, ja klar, ich crushe in dem Game und du könntest in dem Game vielleicht 15 Big Blinds per 100 spielen und immer noch Losing Player sein aufgrund des Rakes. Also es ist eine False Confidence und wenn man sich überlegt, GG Poker hat ja so viel Geld und Intelligenz in dem Game. Es gibt schon Gründe dafür, warum PokerCraft angezeigt wird ohne Rake. Weil in diesen ganzen Regulars bewegst du damit False Confidence, um weiter zu spielen, weiter Rake zu generieren, obwohl die Edge vielleicht gar nicht vorhanden ist. Also Edge verstehen und auch statistisch verstehen, genau wie viel Winrate ist möglich aufgrund des absoluten Rakes, den du bezahlst, ist extrem wichtig. Und das kannst du machen, indem du bei ClubGG zum Beispiel mit einem Converter-Tool arbeitest. Das nennt sich Asian Hand Converter. Und Asian Hand Converter connectet sich zum Beispiel mit DriveHut. Ist auch ein DriveHut, ich bin nicht sicher, ob das von DriveHut aufgekauft wurde. Wurde vielleicht aufgekauft oder nicht. Aber du kannst mit Asian Hand Converter die Hände, die du auf ClubGG spielst, direkt importieren. Die werden direkt eingespeist in deine Datenbank. Und dann kannst du über DriveHut den Rake genau sehen. Und ich habe bei verschiedenen Clubs gespielt, wo der Rake variiert von zum Beispiel 6 Big Blinds Gross Rake bis zu 32 Big Blinds Gross Rake. Und das kann auch größer sein als das, je nachdem, wie groß das Squid ist zum Beispiel, wie groß der Rake ist und noch ein paar andere Faktoren. Aber wenn wir mal wissen, wo der Gross Rake ist, nehmen wir mal an, es wäre zum Beispiel 16 Big Blinds pro 100. Dann sehen wir uns den Rakeback-Deal an. Und wenn der Rakeback zum Beispiel 50% wäre, dann wissen wir, okay, momentan zahlst du 8 Big Blinds, weil die 16 geteilt durch 2, 8 Big Blinds Rake. Und das 8 Big Blinds Rake ist so eine Zahl, die nicht ganz einfach zu bieten ist auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch nicht deiner Zeit wert, aber ist okay vielleicht. Dann müssen wir herausfinden, wie groß ist die Edge jetzt aufgrund des Game-Formats. Wenn zum Beispiel alle Games min VPIP 45 sind plus Squid Game, dann wird deine Edge klein sein. Und kleine Edge mit 8 Big Blind Net Rake ist eine super schlechte Kombination. Denn es wird nicht nur darauf hinauslaufen, dass deine Net Edge vielleicht nur 1 Big Blind oder 2 Big Blind pro 100 ist, aber je kleiner deine Netto Edge ist, umso größer ist auch die Varianz. Also wenn du in dem Variance Calculator eingibst, 2 Big Blind Win Rate mit dieser Standard Deviation beschreibt quasi, wie varianzlastig das Game ist, in dem du drin bist. Deine Standard Deviation in dem Squid Game oder im VPIP Game wird extrem hoch sein. Dann wirst du unglaubliche Swings erleben in dem Game, also finanzielle Swings erleben. Aber das kommt gekoppelt mit dieser False Confidence von alle geben Action, die Leute sind so schlecht, warum verliere ich 10 Buy-ins, 20 Buy-ins in diesem Game? Und das ganze Gesamtkonstrukt kreiert dann du weißt nicht, warum du verlierst, aber du willst weiterspielen, weil die Games so gut sind. Und deswegen müssen wir Zahlen konkret haben, um genau zu wissen, ob das Spiel ob sich das überhaupt lohnt. Und es ist ein bisschen ausführlich, aber es ist extrem wichtig für alle Leute da draußen. Online-Poker ist nicht nur heransetzen und sagen, okay, die Leute sind schlechte Spiele. Das ging, als PokerStars ein nice Rake hatte, gutes Rakeback-System, die Games sind schlagbar, alles easy, du bist sicher, aber heutzutage bist du nicht automatisch sicher in keinem, auch die großen Clubs, also auch zum Beispiel CoinPoker oder ClubGG, du musst immer wissen, wo du stehst im Sinne vom Rake und deiner Edge und die Einschätzung davon. Ich habe das, was du beschreibst, tatsächlich das Problem mit WSOP. Also exactly so, wie du das beschreibst. Die Games sind soft, da sind ganz viele Short-Stacks ständig unterwegs, die machen die craziesten Calls einfach. Also da wo du denkst, what the fuck? Und aber ich kann in diesen Games einfach nicht gewinnen. Aber auf allen anderen Seiten gewinne ich zumindest. Also ClubGG gewinne ich am meisten bis jetzt. Und CoinPoker nimmt so langsam an. Also da fühle ich mich ziemlich wohl auf CoinPoker. Wie gesagt, CoinPoker wäre dann Nummer 2. Läuft gut.
Und Club GG bis jetzt am allerbesten. Also ich weiß, ich habe ja mal gefragt wegen Rake, da war 6, hatten sie mir gesagt. Und mein Rakeback ist 55. Cap. Ja. Unspielbar. Egal was. Also totaler Raubzug. Du wirst quasi bei Tageslicht wirst du ausgeraubt. Ich glaube 6% hat er geschrieben, nicht 6 Big Blind. Da weiß 6%, dann müssten wir wissen, wo der Cap ist. Aber auch 6% auch halt super. Meinen Agenten würde ich dann zurückschreiben, super kriminell quasi der Rake. Und es ist überhaupt nicht unüblich, weil je tiefer du gehst, wenn ich zum Beispiel mit einem Agent spreche, und bei Agenten meine ich weiß, dass du das weißt, aber vielleicht für die Zuschauer, meine ich die Leute, die dich reinbringen in die Clubs. Wenn ich mit Agenten spreche und ich informiere mich über 25, 50 Clubs, die wissen ja, dass ich ein Pro bin und bei diesen Stakes werde ich schon sehr gut informiert sein, was die genauen Rake-Zahlen angeht und so weiter. Das heißt, die können nicht rumfeilschen. Und die Clubs müssen was anbieten, was reasonable ist. Nicht immer so, aber sie müssen schon vorsichtig sein. Je tiefer du gehst, umso mehr hast du mit Leuten auch zu tun, die nicht so versiert sind im Tracking, Rake Contribution. Die denken vielleicht gar nicht so viel an Rake. Und je aggressiver können die Clubs einfach sagen, ja, whatever, der Rake ist so und so. Ich höre auch bei vielen zum Beispiel, dass wenn ich die frage, was ist der Rake, dann sagen sie mir den Rakeback. Das macht halt gar keinen Sinn. So. Ja, keine Angst, ich bekomme 60% Rakeback. So, es bedeutet gar nichts. Also, wenn der Rake unschlagbar ist und du bekommst 60, okay, komm zurück, wenn du 90 bekommst. Dann bist du wieder in einem guten. Und das ist tatsächlich die Wahrheit, oder? Und es ist sehr, sehr, deswegen sage ich, es ist sehr, sehr. Club GG ist nicht, also competed nicht direkt mit den regulären Seiten. Weil die meiste Liquidität kommt von Leuten rein, die nicht auf regulären Seiten spielen können. Vielleicht sind sie in Deutschland zum Beispiel und es macht keinen Sinn, auf den regulären Seiten zu spielen. Und deswegen ist die Competition nicht so transparent. Aber eine Seite wie CoinPoker, die competet im eher offenen Markt mit zum Beispiel GG Poker oder PokerStars und muss deswegen den Rake anpassen und wettbewerbsfähig machen. Bei Club GG ist es eher seltener so. Und deswegen muss man da noch mehr aufpassen. WSOP.com ist eine Seite, die, also da habe ich, du kannst nicht tracken, aber meine Winrate auf der Seite ist von allen Seiten zusammengenommen wahrscheinlich die größte, weil die Leute, und der Grund ist sehr einfach, wenn du in einem Markt bist, wo alle Leute sehr stark alle Leute, die nicht in einem kleinen Playerpool sind, ausgestattet sind, wie zum Beispiel WSOP, sind nur ein paar Staaten dabei und es ist sehr, sehr schwer reinzukommen, wenn du nicht in den Staaten lebst, vor allem wenn du overseas bist, also Europäer, die grundsätzlich besser sind oder vielleicht auch bereit sind dazu, mit Bots zu arbeiten, RTA, Collusion und so weiter, die willst du ja alle raushaben und auf amerikanischen Seiten, regulären Seiten, vor allem Seiten, die vielleicht ein anderes Business haben, ein Businessmodell, das vielleicht nicht nur von dem Rake abhängig ist. Das sind sehr oft attraktive Seiten, weil zum Beispiel, wenn eine Online-Poker-Seite ein Casino hat oder ein Live-Brand hat, wie WSOP.com, dann wird oft gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Rake-Generation gebracht auf der Online-Poker-Seite. Bei WSOP.com, die haben ein anderes Businessmodell. Da wurde auch jahrelang nichts investiert in die Software und so weiter. Jetzt haben sie eine neue Software, okay, nice. Aber da wird nicht viel gemacht. Aber das heißt auch gleichzeitig, da wird nicht viel probiert im Sinne von der Gewinnmaximierung. Club GG, der Typ, der den Club runnt, das ist das komplette Business, ist nur der Rake. Deswegen wird sich der ganze Fokus nur um den Rake drehen. Und wie kann man nochmal ein Squid und 6 Big Blinds und 3 Big Blind Cap und nochmal, der bekommt so viel Rake back und hier ist ein Fisch, aber ist eigentlich gar kein Fisch, sondern ein Club Owner, der jetzt noch Action gibt und so weiter. Das ganze Businessmodell geht nur noch darum, den Rake so hoch wie möglich zu bekommen und die Leute, die Liquidität, so lange wie möglich drin zu halten. Und die beste Strategie, um die Liquidität lang drin zu halten, ist, die Pros davon zu überzeugen, dass es ein gutes Game ist. Weil die Pros haben einen weitaus längeren Atem als die Fische. Die Fische brennen aus, verlieren das Geld schnell und die quitten, weil die sagen sich, ja, ich bin eh kein Pro, whatever. Mein Budget ist, aber die Pros haben ein Ego
Die Pros sehen die Games und sagen, die Games sind gut. Ich bin ein Pro. Ich muss die schlagen und ich muss Geld machen. Also bleibe ich dabei. Und deswegen sind die Pros oft auf diesen Seiten die neuen Fische, würde ich sagen. Das sind die Targets. Und auf das würde ich auf jeden Fall, da musst du einfach cutthroat super gut informiert sein, um auf einer ClubGG-Seite zu spielen. WSOP.com, vielleicht hat es einen Bad Run, aber was Collusion, RTA und Rake angeht, sehr unwahrscheinlich, dass du da nicht eine schöne Edge rausholen kannst mit einem soliden Spiel. CoinPoker muss ich mir die Zahlen genau ansehen, aber die sind kompetitiv mit den anderen Seiten. Das heißt, wenn die Tische gut sind, also mit Table Selection, sind die Games auf jeden Fall schlagbar. Du musst kein Min-V-Pip haben, du musst kein Squid Game schlagen und wie gesagt, der Rake ist kompetitiv und transparent, weil du mit Drive halt arbeiten kannst. Bei ClubGG würde ich extrem vorsichtig sein, extrem. Und weil du gewonnen hast jetzt in den ersten 10.000 Händen, bist du noch anfälliger. Vergiss das einfach nicht, right? Weil du schon gewonnen hast, wie immer. Die Games sind schlagbar. Klar, ich habe die ganzen Fische gesehen, ich habe gewonnen. Wenn du jetzt nach unten gehst, wird es sehr schwierig zu quitten. Ja. Ja, da hast du schon. Wie sieht es mit ACR aus? Da wäre ja noch eine Option hier ich weiß nicht, da gab es auch viele Bots und viele Skandale und so weiter, deswegen habe ich da jetzt nicht mehr, ich habe vor 3 Jahren das letzte Mal auf ACR gespielt und diese Blitzgeschichte cool. Ja, hat den besten Rake, aber die korruptesten Games. Und diese Bots auf den Low-Stakes, PLO 50, 100, 200, diese Bots, die gewinnen viel. Und die meisten Leute denken, ja gut, wenn ich gegen einen Bot spiele, whatever, ich meine, ich kann doch einen Bot schlagen, wie gesagt, Pros haben ein Ego und so weiter. Nur das Problem ist, dass diese Bots, die spielen auch noch spielen nicht nur GTO, sondern die spielen auch so, die spielen eher auf Population Tendencies. Also die wissen quasi, wo die meisten Leute overfolden und können sehr, sehr aggressiv spielen in Spots, die gut funktionieren werden. Also wenn die meisten Leute in den Spot B nie bluffen, dann wirst du als Pro das wissen. Und wenn dann dieser Bot dich immer blufft in dem Spot, es wird funktionieren, weil du hast ja eine Bias von dem ganzen Playerpool und es ist easy für den Bot, eine Edge rauszuholen. Was dann noch dazu kommt, ist, vielleicht colluden die ganzen Bots auch noch miteinander. Also Card-Sharing zum Beispiel sind sehr, sehr, also diese russischen Bots, die auf ACR unterwegs sind, die sind schon extrem sophisticated, weil die haben das Geld, um sehr, sehr gute Programmierer anzustellen. Und wenn du 10 Developer hast, die auf wenig Stundenlohnbasis, also jetzt international gesehen, arbeiten und die haben mehr als 10, das kann sehr, sehr powerful sein. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Und deswegen sage ich ja auch, wenn du in einem Playerpool spielst, wo die Leute automatisch ausgeschottet sind, dann hast du eine riesen Advantage, weil du musst keine Angst haben aufgrund der Collusion und der Bots. Also ACR würde ich einfach cutten. Ja. Und WSOP würde ich auf jeden Fall fokussieren, wegen Ausgrenzung, sehr viel für andere reinzukommen. CoinPoker ist so, ich glaube, CoinPoker hat keine Bots, weil die Seite zu klein ist. Ich denke nicht, dass es mit der Security zu tun hat oder dass sie jetzt extrem gut sind in Security, aber es lohnt sich nicht, für diese russischen Bots da reinzukommen, momentan. Und deswegen ist es momentan gut. Und mit den Stats und mit Table Selection kannst du da eine schöne Edge rausholen, wenn du weißt, was du tust, also wenn du Table Selection betreibst. Und wie gesagt, bei ClubGG würde ich sehr selektiv arbeiten. Das heißt, wenn du für die Leute jetzt da draußen, die wirklich das Ganze professionell angehen möchten, was ich mache, ist folgendes. ClubGG, ich bekomme einen Invite, gehe zu diesem Club, ich bekomme den Code, ich gehe rein, ich öffne die Tische. Ich tracke die Hände, die andere Spieler spielen, über DriveHut und Asian Converter. Das heißt, ich kann schon Hände tracken oder Data minen, wo ich gar nicht am Tisch bin. Und wenn ich das mache, dann nehme ich die Screen-Names der Leute zusammen in einem Alias und ich kann dann herausfinden, ich nehme zum Beispiel 6 Regulars zusammen in einem Alias und ich habe schon, nehmen wir mal an, 500 Hände von allen Leuten zusammen. Und dann schaue ich mir an, wie viel haben diese Regs bezahlt in Rake in diesem Club. Und bevor ich eine einzelne Hand gespielt habe, weiß ich schon, wie hoch der Rake ist in dem Game, wenn ich
ein VPIP spiele von zum Beispiel 28 oder wenn der Min-VPIP 30 ist, dann wirst du einen 35er VPIP spielen. Dann weiß ich, wie hoch mein Rake ungefähr sein wird und ich habe eine Idee, ob das Ganze schlagbar ist. Wenn du an dem Punkt bist, wo du weißt, wie hoch der Rake ist, dann würde ich sagen, wenn du 6 Big Blinds net bezahlst, also nach dem Rakeback, 6 Big Blinds net ist nice, 8 Big Blinds würde ich auf das Format achten, also wie viele Fische sind da, musst du eine sehr hohe Anzahl an Händen Preflop spielen und gibt es ein Squid Game, also 8 Big Blind mit 45 Min VPIP und Squid oder Squid Game schwierig, mit Table Selection vielleicht. Wie gesagt, Varianz wird durch die Roof gehen, wenn du stabile Winrate einfahren möchtest, dann würde ich Squid Game, Min VPIP, Club GG, würde ich sehr aufpassen damit, weil sehr, sehr varianzlastig. Wenn du eher einen stabilen Prozess haben möchtest, wo du sagst, ich setze mich jeden Tag hin und lerne das Game mit 2 Blinds, vielleicht eine Ante, aber kein Squid Game, kein Min VPIP, dann würde ich eher WSOP und Coin da das Volume reinfahren und bei Club GG einfach komplett, ich würde es an deiner Stelle ehrlich gesagt komplett cutten, aber weil Club GG ist so, wie wenn mir jemand sagen würde, ich denke, ich könnte, der Grund, warum Club GG geht bei High Stakes, ist bei High Stakes ist so schwierig, Action zu bekommen online, dass wenn du ein High Stakes Spieler bist, dann bist du quasi desperate genug, um diese ganzen Umwege zu machen, um zu verstehen, wie hoch ist der Rake, der Squid, die Fische, die Liquidität, all diese Clubs. Du bist bereit, diesen Umweg zu machen, um Action zu bekommen, weil es gibt keine Action auf den anderen Seiten, die gut genug ist. Aber wenn du auf deinen Stakes spielst, finde ich es gar nicht nötig. Also es hat so viele negative oder so viel possible Downside mit Club GG, die ich bei dir gar nicht als nötig erachte, um das zu erreichen, wo du als nächsten Step hingehen möchtest. So will ich das Ganze sehen. Ich habe ja das einzige Problem mit WSOP, also das größte Problem eigentlich mit WSOP ist, dass auf PLO, also ich habe vorher No Limit Hold'em 100 und so viel gespielt da und da war Rakeback noch in Ordnung. Aber das ist eine andere Rake-Struktur für PLO auf WSOP.com. Und bei PLO 50, da ist bei mir überhaupt nichts zusammengekommen. Also ich habe irgendwie 2 Monate. Meinst du? Ja, genau. Rakeback-mäßig. Ich habe jetzt 2 Monate da durchgespielt. Ich habe gerade mal so, wenn es hochkommt, an die $400 geschafft. Und das war mein Main Game auch noch. Also keine Ahnung. Wie gesagt, Rakeback im Endeffekt sollte nicht Rakeback ist nur ein Add-on. Ja, klar, Bonus, ne? Genau. Der Rake ist vor allem wichtig. Wie hoch ist der Rake? Ich schaue mir gleich hier oben momentan online Poker, Limits in Rake, okay, auf der Seite. Ich bin gerade auf deren Seite. Und hier steht Omaha Pot Limit, zum Beispiel PLO 50. PLO 50 ist hier. Okay. Ich kann das kurz sharen. Einen Moment. Und es ist vielleicht eine Ernüchterung so für die Leute. Es ist so ein bisschen wie, ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin momentan lerne ich Daytrading. Und Daytrading ist sehr, sehr schwierig. Die meisten Leute, fast alle Leute verlieren. Und der Grund, warum die meisten Leute verlieren, ist, weil die meisten Leute denken, easy peasy, ich lerne ein paar Tricks, let's make some cash. Und das ist genau das Gleiche im Online-Poker. So, die meisten Leute denken, ransetzen, es geht los, alles klar, ich liebe Poker, let's do it. Aber die Leute, die wirklich Ahnung haben, wissen, wie deep das Ganze geht. Aber um vielleicht ein bisschen Licht da reinzubringen in diesen dunklen Tunnel, wenn du das Ganze verstehst, dann ist es easy, um schnell zu wissen, alles klar, wo ist der Rake hier zum Beispiel, schlagbar, nicht schlagbar, wie sind die Games, Collusion, Non-Collusion, welche Game, also für mich ist es nicht schwierig jetzt zu verstehen, ist ein Game gut oder schlecht. Es braucht einfach eine Zeit, um diesen Wissensstand zu erreichen und dann schnell so beäugen zu können, hier macht es Sinn, hier macht es weniger Sinn. Also hier als Beispiel PLO 50, hier, das haben wir 5 Spieler plus, 6 Big Blind Cap, not very nice. Was ist das? 18,
Also wir haben einen Cap von, soll das heißen? Rake 0.01. Also sie advertisen 6 Big Blinds als Rake Cap, was schon mal nicht sehr gut ist. Um das mal im Vergleich zu rücken, PLO 100 hier ist der Rake Cap der gleiche. Das heißt, du wirst bei 100 die Hälfte an Rake zahlen. Also nicht die Hälfte, das funktioniert nicht genauso, aber ungefähr so. Was ja unglaublich ist, wenn man sich das mal überlegt. Weil die meisten Leute denken ja, je tiefer du spielst, umso einfacher ist es zu gewinnen, aber es ist nicht unbedingt der Fall. Weil der Rake macht dir einen Strich durch die Rechnung. Und dann, wenn du 1-2 siehst, ist der Rake Cap immer noch der gleiche, obwohl du die Stakes gedoubelt hast oder vervierfacht hast von PLO 50. Das heißt, auf 1-2 zum Beispiel ist es viel einfacher zu gewinnen an einem guten Tisch als auf PLO 50, weil der Rake einfach so unterschiedlich ist. Und das, wenn man sich dann überlegt, auf 2-5 geht der Rake, du mehr als verdoppelst die Stakes von 1-2 zu 2-5 und der Rake Cap geht auf $4, also nur $1 nach oben und dann auf 15 verdoppelst du die Stakes nochmals und der Rake Cap geht 50 Cent nach oben. Und mein Main Stake auf dieser Seite war vor allem 10, 20 und 15. Und wenn man sich überlegt, wo der Rake Cap ist, also Rake spielt fast keine Rolle mehr auf dieser Seite, auf diesem Stake. Wenn du eine Edge hast, also wenn du denkst, deine Gegner sind schlechter als du, dann ist der Gedankenprozess fertig. Du weißt einfach, ich werde gewinnen. Aber wenn du 6 Big Blinds zahlst, wie gesagt hier auf 50, dann ist eben nicht der Gedankenprozess, die Leute sind schlecht, let's play. Es geht einfach nicht, weil du bist bei 6 Big Blinds. Also hier würde ich sagen, gefällt mir nicht optisch gesehen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, mich wo anzusiedeln, wo ich denke, dass die Rake Contribution tiefer ist, bis du dann nach oben movest und sagst, frühestens hier das 3 Big Blinds Cap. I mean, it's not great. Das ist gut. Das ist okay. 1-2 auf jeden Fall gut auf WSOP. Ohne Bedenken würde ich da auf guten Tischen Volume reinbringen. Auf diesen Stakes hier oben eher bedenklich. Wenn man das auf CoinPoker vergleicht, mal sehen. Ich versuche hier auf meiner Datenbank. Ich habe auch ein paar PLO 50 Hände. Ich hatte letztens fast an denselben Tisch. Dann hast du am nächsten Tag ein Video hochgeladen, habe ich natürlich direkt geguckt. Ja, PLO 50, oder? Genau. Ja. Ich schaue das kurz an. Einen Moment. Ja, vielleicht liegt das daran, dass ich halt auf PLO 50 einfach nichts reißen konnte auf WSOP.com. Also es ist wirklich, es ging steil nach unten für mich. Ich konnte keine Session, also es ist verzweifelnd wirklich war die Session auf WSOP.com. Während es also ich bin davon ausgegangen, dass CoinPoker die Games viel tougher sind als WSOP.com. Aber da gewinne ich zumindest. Weißt du? Also da schaffe ich was. Aber auf WSOP da konnte ich einfach nichts. Ging nichts klar. Genau, dieser Begriff tough, oder das ist für die meisten Leute, ich würde das so reframen und überlegen, wie hoch ist deine Edge? Und wie hoch deine Edge ist, hängt von all diesen Faktoren, die wir bis dato besprochen haben. Und ein Online-Winning-Player, der kann diese Faktoren zusammenzählen und sich dann und weiß dann Good Edge, Marginal Edge und so weiter. Also um zu vergleichen hier, das ist PLO 50. Also hier oben. Und was ich mache auf DriveHut ist, ich gehe hier in die Settings. Die kannst du nicht sehen. Moment, ich teile den ganzen Bildschirm. Okay. Ich gehe hier oben auf die Settings. Moment, siehst du das? Nee, die Settings sind ich den ganzen Screen, entire Screen hier. Okay. Jetzt also nochmal. Oben auf Settings und dann in Rakeback. Und hier adde ich quasi zum Beispiel CoinPoker 100%. Das ist mein CoinPoker-Name. Und dann gebe ich zum Beispiel 100% ein. Und ich erkläre gleich, warum ich das tue. Also ich gebe mir selber 100% Rakeback. Ich lösche das hier kurz. Remove this. Okay. Dann refreshe ich den Report.
Und bei DriveHard gibt es leider keine Statistik, die heißt Rake. Weiß auch nicht warum. Also ist auch egal. Also wieso haben die keine Statistik, die Rake heißt? Egal. Ich habe einen Umweg gefunden und der Umweg ist, ich stelle bei DriveHard einfach ein, ich habe 100% Rakeback, um zu sehen, wie viel wäre das denn in Big Blinds pro 100. Und das ist dann der Gross Rake. Also hier zum Beispiel bei PLO 50 ist der Rake auf meinen 400 Händen, kleine Sample Size, 13,2 Big Blinds. Und bei CoinPoker bekommst du 33% Rakeback ungefähr. Und wenn wir jetzt 13,2 times 66%, dann ist deine Rake Contribution 8,7 Big Blinds. Also du bist da ungefähr bei 8,7 Big Blinds. Du siehst, mein VPIP in dem Game war, das kann ich jetzt hier nicht sehen, VPIP. Einen Moment. Okay, mein VPIP in dem Game war wo ist VPIP? Hier, 28%, okay. Also nicht mega loose, aber reasonably loose. Du siehst, mein Overall VPIP ist 35%. Je mehr Hände du spielst, umso mehr Rake wirst du bezahlen. Das soll nicht heißen, du sollst tight spielen, aber es ist einfach ein wichtiger Faktor. Und wenn du zum Beispiel bei Club GG spielst, wo du einen Min-VPIP haben musst von 30 oder 35, wirst du aufgrund dessen auch mehr Rake bezahlen, weil du viele Hände spielen musst. Aber anyway, ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Sample auf 400 Händen 13 Big Blinds bezahlt. Das heißt, ich weiß, mein Net Rake wird ungefähr 8,5 Big Blinds sein nach dem Rakeback. Und bei 8,5 Big Blinds weiß ich, okay, ich muss schon ein paar Fische am Tisch haben, um das Ding machen zu können. Oder ich muss gegen alle Regulars einfach crushen. Und mit crushen meine ich wirklich, ich muss alle Regulars auseinandernehmen im Endeffekt. Und das ist nicht eine gute Proposition, logischerweise. Und ich will kurz erklären, warum oder wie das zusammenkommt. Und ich meine, das müsste quasi so wie ein zweiteiliges Video sein. Das zweite ist nur Strategie. Aber das erste ist halt, ich will halt den Leuten wirklich die Wahrheit erzählen, warum Leute im Online-Poker nicht gewinnen können. Das ist einfach so viel wichtiger. Also hier erkläre ich mal kurz, wenn zum Beispiel die Rake Contribution auf CoinPoker PLO 50 8,5 Big Blind ist netto nach dem Rakeback. Also das ist Rake per Player at CoinPoker PLO 50. Und das habe ich jetzt kurz herausgefunden über die Datenbank. Ich habe nur 400 Hände. Vielleicht in diesen Händen habe ich mega viel All-In-Pots gespielt und deswegen ist mein Rake höher. Oder ich habe gar keine All-In-Pots gespielt und nur Trash-Hände bekommen Pre-Flop und deswegen ist mein Rake kleiner. Deswegen ist die Sample-Size wichtig. Vielleicht nach zum Beispiel 2000 Händen oder 5000 Händen hast du ein klareres Bild, wie viel Rake du bezahlen wirst. Aber nehmen wir mal an, es wäre 8,5 Big Blinds pro 100. Dann würde ich mir das so überlegen, okay, das heißt, wir haben 7 Spieler am Tisch. Das heißt 7 times 8,5. Okay, wir haben 59,5 Big Blinds pro 100 Hände. Und der Grund, warum ich das so ausschreibe, ist, weil das ist, was CoinPoker verdient. So, das ist das Geld, das an CoinPoker geht. Von dem Tisch. Alle 100 Hände werden ja alle Leute 8,5 Big Blinds bezahlen. Das heißt, der kollektive Tisch bezahlt 60 Big Blinds pro 100 aufgerundet, alle 100 Hände. Das heißt, jemand muss 60 Big Blinds pro 100 verlieren, bevor du gewinnen kannst. Weil das ist ja der Rake. Das heißt, wenn du zum Beispiel 7 Spieler hast, die alle gleich gut sind, dann werden alle Spieler 8,5 Big Blinds verlieren, logischerweise. Wenn jetzt du 6 Spieler hast, die alle gleich gut sind, ein Fisch, und der Fisch verliert 60 Big Blinds pro 100, was eine ziemlich große Loss Rate ist, dann werdet ihr alle Break-Even sein, weil der Fisch bezahlt den Tisch mit seiner Loss Rate und ihr werdet alle Break-Even sein. Und die Average Loss Rate von einem Fisch ist, es kommt auf den VPIP darauf an. Natürlich, jemand, der 80% der Hände spielt, verliert viel mehr als jemand, der 40% der Hände spielt. Es gibt auch Fische, die spielen nur 20% der Hände. Und die spielen zum Beispiel 20% VPIP, 1% PFR. Aber die werden nicht viel verlieren, weil die sind ja meistens gar nicht in der Hand. Aber anyway, Average Loss Rate ist ungefähr
35 Big Blinds pro 100. Es gibt aber Fische, die verlieren 100 Big Blinds pro 100 und Fische, die verlieren 11 Big Blinds pro 100. Ist je nach VPIP. Das heißt, wenn du dich an den Tisch setzt und du weißt, auf CoinPoker PLO 50, wovon reden wir? Ungefähr 60 Big Blinds gehen an die Pokerseite. Dann weiß ich muss mindestens 2 Fische haben. Nehmen wir mal an, 2 Fische hier, das gibt 70 Big Blinds. Okay, so 2 Fische haben schon mal den Tisch bezahlt und du musst gut sein gegen die anderen Racks, vielleicht eine kleine Winrate haben gegen die anderen Racks und du hast eine schöne Winrate. 2 Fische und du hast ein starkes Spiel, weißt also, wie deine Gegner spielen, bist du gut dabei. Wenn du alles Nits hast an dem PLO 50 Tisch, es wird nicht funktionieren, so es geht nicht auf, weil es ist zu teuer auf PLO 50. So ein bisschen um die Mathematik dahinter zu erklären. Vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu. Wenn wir jetzt bei mir schauen auf WSOP, ist der Rake vielleicht 4 Big Blinds pro 100 net und wir haben 6 Spieler. Das heißt, die bezahlen 24 Big Blinds pro 100. Und jetzt sehen wir schon, das ist was WSOP oder sagen wir mal, wir gehen mal hier in den Background bei CoinPoker, um das gleich mal so zu vergleichen. Bei CoinPoker mit 15 ist mein Rake 7,5. So, und bei 7,5 werde ich ja ein Drittel davon zurückbekommen. Das heißt, der Rake ist 5 Big Blinds pro 100. Also 5 Big Blinds pro 100. Nehmen wir mal an, wir haben 7 Leute, also 35 Big Blinds pro 100. Kannst du ja schon sehen, wenn nur ein Fisch da ist und es nicht mal ein Premium-Fisch, dann ist der Tisch schon bezahlt. Also mit einem Fisch auf PLO 1K, wenn ich gegen die anderen Regulars eine kleine Winrate habe, kommt schon was zusammen. Wenn wir 2 Fische haben oder ich habe ein gutes Gefühl gegen die anderen Regulars, ist es schon nice. Dann kann ich schon Geld machen. Wenn alle anderen Regulars gleich gut sind, wer bezahlt die 35 Big Blinds? Wahrscheinlich wir im Endeffekt. Und deswegen, und so funktioniert so funktioniert die Mathematik im Endeffekt im Poker und der Kreislauf der Liquidität. Das heißt jetzt konkret für dich gesehen, siehst du ja auf WSOP und auf CoinPoker, das ist eine komplett andere Welt im Sinne von der wie viel Rate du bezahlst auf PLO 50 und auf PUBG könnte es nochmal komplett anders sein. Jedes Umfeld, wo du spielst, könnte es komplett anders sein. Und da musst du einfach aware sein, wo ist deine Rate Contribution. Vielleicht noch ein Vergleich, ACR. Vielleicht habe ich da Hände auf dem Stake. Mal sehen. Ich habe sehr, sehr wenig Hände. Auf ACR habe ich keinen Rake eingegeben. Mache ich kurz hier. So Rake, Add, Rakeback 100% ACR. Name 100%. Okay. Refresh. Und wir sind jetzt zum Beispiel bei 15 bei 3 Big Blinds pro 100 in meinen 300 Händen. Und dann kann ich schon vergleichen. Okay, ja klar, auf CoinPoker habe ich dann 7,5 Big Blinds, nach dem Rakeback 5 Big Blinds. Hier habe ich 3. Mit ein bisschen Rakeback vielleicht 2,8, 2,7 mit 6 Spielern, mit einem Fisch. Und so kann ich im Review zum Beispiel, wenn ich ein Table Review mache, ich schaue mir ein Table an und sage, hey, warum habe ich überhaupt gespielt? Okay, ACR, 2,8 Big Blinds. Ich habe einen Fisch dabei, der verliert vielleicht 35. Hier sind diese Racks. Okay, hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt. Jetzt bin ich informiert und weiß, kann ich auf der Seite und auf diesem Tisch gewinnen oder kann ich nicht gewinnen? Wie groß ist meine Edge? Und wenn wir da gelandet sind oder wenn du da gelandet bist, dann hast du auch diese Confidence, wo du weißt, hey, ich weiß, was für einen Tisch ich brauche auf WSOP, auf welchem Stake, auf CoinPoker, auf ACR oder auch auf ClubGG, um mich da wohlzufühlen im hinblicklich meiner Edge in dem Game. Und was die meisten Leute machen, ist, die vergeuden extrem viel Zeit und bringen Volume rein und wissen diese Dinge gar nicht. Und das Problem daran ist nicht nur der Verlust des Geldes, sondern die Confidence. Und du denkst dir dann, shit, warum kann ich nicht gewinnen? Die Leute sind schlecht und die Leute kommen dann in meinen Stream und sagen, es ist alles rigged, alle Leute sind so schlecht, aber ich gewinne nicht. Und es ist halt, nee, es ist nicht rigged. So, nicht so, wie du denkst, dass es rigged ist. Es ist nur so, dass der Rake ist so geschnürt, dass du nicht gewinnen kannst. Aber es ist nicht so, dass der Algorithmus jetzt dich bescheißen muss. So, das ist so the truth of vor allem Low-Stakes Online-Poker. Man muss sich informieren, wo man spielt.
Besteht denn überhaupt noch die Chance, also jetzt nicht für mich, ich würde jetzt nicht noch kleiner als PLO 50, vor allem weil ich live auch höher gespielt habe, meine Comfortzone ist woanders, aber besteht noch für den einen oder anderen Zuschauer, der sich das Video anschaut, besteht da die Möglichkeit, sich noch hoch zu grinden, von Ende auf PLO 10 oder so, rauf auf, also Rake-mäßig und so, macht das überhaupt Sinn oder sollte man von Anfang an versuchen, mehr einzahlen und höhere Limits von Anfang an spielen? So, auch als so ein bisschen Makroerklärung, mein Anspruch an meinen Content ist, ich bringe Leuten bei, wie man Geld gewinnt im Online-Poker. Es gibt natürlich noch extrem viele Leute, die das einfach als Hobby machen und Spaß haben möchten. Das ist nicht mein Anspruch. So, das ist auch gar kein Problem. Spielt whatever Stakes, PLO 10 oder trainiert, um vielleicht live besser zu werden und so weiter. Ich sage nicht, don't do it, aber mein Anspruch ist, den Leuten zu zeigen, wie man tatsächlich Geld gewinnt. Und dahingehend würde ich sagen, wenn dein Ziel ist, mit Online-Poker Geld zu machen, dann benötigt es eine gewisse Ernsthaftigkeit und das beinhaltet auch ein finanzielles Investment, um zu sagen, okay, auf PLO 10 hoch zu grinden, dann machst du ja, auch wenn es möglich wäre, nehmen wir mal an, dann würdest du ja vielleicht $2 die Stunde verdienen. What is the point? Du würdest doch das Geld, die Zeit besser investieren darin, vielleicht in deinem normalen, regulären Beruf mehr Geld zu verdienen, dann das Geld in Education investieren und besser zu werden und höher anzufangen, wo es auch tatsächlich möglich ist zu gewinnen, plus deine Hourly würde dann auch Sinn machen. Dann würdest du vielleicht anfangen, damit $25 pro Stunde zu verdienen und dich dann von da an hoch zu grinden. Aber diese Idee von, ich will nichts investieren finanziell und alles, was ich habe, ist meine Zeit, ist auch so für Leute in deinem und meinem Alter. Wir wissen ja, wie nennt man das, diese Fahrlässigkeit, was Zeit anbelangt, ist ja auch so ein Trugschluss. Weil je älter du wirst, umso mehr merkst du, nee, ich will nicht 2 Jahre Microstakes grinden, um vielleicht, die Zeit ist mir zu kostbar. So, warum nicht das Ganze richtig angehen und sagen, in den nächsten 6 Monaten gebe ich einfach alles, um das Ding finanziell profitabel für mich zu machen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, okay. Aber ich werde nicht rumgurken für 2 Jahre auf $2 pro Stunde hoffen und ja, aber Hauptsache ich habe kein Geld ausgegeben. Aber du hast 2 Jahre ausgegeben, was weitaus teurer ist und wertvoller ist als ein paar Dollar in Education und Bankroll Management, um deine Bankroll aufzubauen. Also für die Leute, die es seriös angehen möchten, ich würde vorschlagen, setzt euch zum Beispiel PLO 50 als Startziel. Bei PLO 50 würde ich sagen, brauchst du mindestens $5.000 als Bankroll. Also du musst nicht bereit sein, die 5.000 zu verlieren, aber die 5.000 geben dir psychologischen Halt so, um auch mal ein paar $100 zu verlieren. Und zusätzlich würde ich Geld investieren in die Education und sagen, hey, ich muss Dinge wissen. So, du kannst nicht einfach, wie gesagt, dich hinsetzen und einfach, das Geld kommt einfach rein. Es funktioniert so nicht. Und deswegen sagen ja die vielen Leute, it's a hard way to make an easy living. Weil, ja, du willst es als Poker-Profi und als Anbieter, du willst es easy aussehen lassen. It's easy. Just make an account and play. Of course. Weil deren Businessmodell ist es, dass du spielst und nicht, dass du gewinnst. So. Und wenn man ehrlich ist, dann sagt man, hey, es ist nicht so easy, aber es ist möglich. Wenn das dein Ziel ist, ist es auf jeden Fall möglich, aber es braucht diese Ernsthaftigkeit und Seriosität dahinter. Absolut. Die Auszahlung und der Progress ist nicht linear. Und das sind so, die meisten Leute verstehen Progress als eine lineare Funktion. In allen Lebensbereichen. So, die denken, okay, ich gehe ins Gym und mache eine Diät und jede Woche verliere ich so und so viel Gewicht und habe ein bisschen mehr Muskeln oder Ausdauer. Das ist eine lineare Progression. Aber in vielen anderen Lebensbereichen ist es nicht linear. Das heißt zum Beispiel, als Beispiel im Trading. Ich versuche ja Trading zu lernen. So, im Trading ist es nicht so, dass es easy ist, $10 zu machen pro Tag und dann exponentiell oder geradlinig schwieriger $1.000 pro Tag zu machen, sondern es ist sehr, sehr schwer,
$10 pro Tag zu machen, weil du brauchst ja zunächst das Skillset, also consistently $10. Und dann das zu skalieren auf $1.000 ist weitaus einfacher, wenn du mal die erste Hürde geschafft hast. Und im Poker ist es sehr ähnlich. Am Anfang ist nichts. Also es braucht eine lange Zeit, einen guten, langen Atem, um auf ein Limit zu kommen, wo du sagst, ich weiß, wo spielen, ich weiß wie, wo meine Edge ist, ich habe mein Tilt-Management im Griff, Bankroll-Management im Griff, ich weiß, wie ich improve und jetzt fange ich an zu gewinnen. Und dann, wenn du mal drin bist und du hast einen guten, und du hast dieses erste Level erreicht, wo du ein Winning Player bist, dann zu skalieren und zu sagen, okay, und jetzt gebe ich Gas und bringe das Volume rein, move up, gehe nach oben in Stakes, ist dann viel einfacher. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin momentan auf 1,2 und ich habe eine Winrate von 4 Big Blinds, dann ist es viel einfacher damit zu arbeiten, weil alle anderen Dinge sind ja schon mal weg. Also der hat schon mal dahin geschafft. Das heißt, jetzt geht es nur noch um Strategy und Tech, also ja genau so, also um Strategy und um Vertiefungen von Themen, die er schon kennt. Aber um mal an das Anfangslevel zu kommen, braucht es eine Zeit. Und die meisten Leute denken sich, ich werde einfach mal rumgurken und dann, wenn ich Erfolg habe, dann lege ich los. Und du wirst nie dahin kommen. So ist wie wenn jemand sagen würde, hey, ich bin jetzt noch ein Teenager, aber ich werde mal NBA-Profi und ich nehme jetzt alles mal super easy, so Diet, Training, whatever. Und wenn ich dann mal super gut bin, dann gehe ich in die NBA und dann bin ich ein Pro. Dann behandle ich das ganze Thema wie ein Profi. Das ist ja ein Trugschluss. Du wirst nie dahin kommen. Du musst von Day One das Ganze schon wie professionell angehen, um überhaupt mal dahin zu kommen. Und das ist so, dass es geht nicht easy am Anfang und dann schwierig. Es ist eher schwierig am Anfang und dann ist es smoother, wenn du den Prozess schon mal drin hast. Macht Sinn, absolut. Ja. Also um auf dich zurückzukommen und deine momentane Situation, ich würde mich vor allem darauf konzentrieren, dir zu überlegen, wo habe ich eine Edge momentan? Okay, du willst PLO 50 spielen, wie kann ich das machbar machen in deinen Schuhen, oder? Schau dir, ich würde dir sogar ECR anschauen, nicht unbedingt spielen, öffne die Tische, versuche zu sehen, wer sitzt da, welche Länder, um welche Uhrzeit. Ist es zum Beispiel, wenn du um 3 Uhr nachmittags, 4 Uhr nachmittags spielst, sind da genauso viel Europäer am Start wie um 8 Uhr morgens? Wahrscheinlich nicht. Wenn du mit 4 Amerikanern spielst auf ACR am 4 Uhr nachmittags auf PLO 50, könnte das ziemlich interessant sein. Also man muss differenziert die Games ansehen. Auf PLO 50, auf Coin haben wir schon gesehen, 8,5 Big Blinds. Okay, du brauchst 2 Fische, die da sitzen und du brauchst gute Stats auf die anderen Gegner, um da eine Winrate zu erzielen. Das heißt, nicht jeder Tisch ist spielbar, aber die richtigen Tische sind es. Auf ClubGG würde ich nochmal viel vorsichtiger alles investigieren. Wo ist der der Gross Rake und der Net Rake in dem Spiel? Wie hoch ist deine Edge? Und auf WSOP mit 6 Big Blinds, ich würde es wahrscheinlich erstmal sein lassen und warten auf PLO 200 für WSOP. Aber als Licht am Ende des Tunnels würde ich auf jeden Fall WSOP im Hinterkopf behalten, weil ab 1,2 kann es da richtig nice werden. 1,2, 2,5, 5,10, super nice Struktur, was den Rake angeht und sehr, sehr nice, was die Ausschottung von guten Regulars angeht auf diesen Stakes. Also sehr interessant für diese Stakes, aber momentan baust du die Roll noch woanders auf. Ja, macht Sinn. Absolut. Okay, von hier aus würde ich dir vorschlagen, wir gehen eher in das Taktische sozusagen und jetzt eher in die Strategy rein. Du hast gemeint, du schaust die Videos an oder studierst. Kannst du mal ein bisschen erklären, was ist dein favorite way, um besser zu werden in dem Spiel? Wo macht es für dich Klick, wo du merkst, okay, ich werde besser, wenn ich das und das tue? Generell erstmal, also ich lasse einfach No Limit Hold'em raus, weil meine Strategie damals war halt einfach spielen, 15 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und dann Solver, Hände durchgehen und also so bin ich ganz schnell viel besser geworden in No Limit Hold'em. Und ich versuche das gleiche Modell auf PLO halt einfach jetzt auf. Ich habe jetzt noch nicht so
mit Monka Solver und so weiter viel experimentiert und es ist alles, ich habe 3 Töchter und also Dinge, weißt du, so Finanzen sind, also kannst du dir vorstellen, was für einen Kostenapparat ich jeden Monat habe. Deswegen habe ich noch nicht so viel. Monka Solver, nur um das mal reinzubringen, das brauchst du auch nicht. Aber ja. Ja. Ich habe jetzt, also meine Herangehensweise ist halt einfach, dass ich vor jeder Session eigentlich 200, das habe ich auch im letzten Blog so gemacht und auch natürlich deine Seiten und so weiter alles promotet, weil ich es einfach jeden Tag benutze. Gehe dann in den Preflop-Trainer rein und suche mir irgendeinen Spot aus und trainiere erstmal 200 Hände da, versuche immer irgendwie über 80 Accuracy zu kommen, 80% über die 200 Hände und so, das mache ich vor jeder Session. Es gibt mir immer direkt die Confidence, da weiß ich genau, wie, sonst muss ich so lange überlegen, soll ich jetzt 3 betten oder nicht. Aber wenn ich vorher trainiert habe, dann fallen mir solche Gedankengänge, fällt mir einfach leichter und spiele dann auch ein bisschen mehr confident. Und ja, ansonsten so viel Content, wie ich finden kann, konsume viel es geht einfach. Ich habe aber auch Phasen, also es gibt mal Phasen, wo ich irgendwie 2, 3 Tage gar nichts mehr reinziehe, weil dann will ich einfach nur spielen. Dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo mein Gehirn einfach wie ein Schwamm ist und alles, was ich mir anschaue, auch tatsächlich haften bleibt und ich so besser lerne. Also ich kann nicht jeden Tag studien, das ging bei mir noch nie leider. Ich verstehe nicht Leute, die so feste Routine haben und irgendwie 3, 4 Stunden täglich studien. Ging bei mir noch nie. Ich hatte vielleicht eine halbe Stunde, aber ich kann das konsistent machen. Also ich kann das täglich machen eigentlich. Ja, das war es bis jetzt so. Viel mit deinem Trainer und das hat mir halt mega viel weitergeholfen, zu wissen genau, welche Hände. Also wenn du von No Limit Hold'em kommst, dann Queens im Small Blind, das spielst du halt im No Limit Hold'em, aber weißt du, also gibt es viele Hände, die man im Small Blind natürlich foldet in PLO. Und das musste ich erstmal alles begreifen. Ich habe viel zu viele Fehler gemacht, Pre-Flop viel zu loose gewesen, viel zu tight gewesen. Ich habe von Anfang an viel experimentiert und auf eigene Logik versucht. Mittlerweile fühle ich mich total wohl in den Games, muss ich sagen. Also wie gesagt, es gibt noch total viel, was ich dazu lernen muss. Aber das bisschen, was ich weiß, das hat mir bis jetzt schon gut geholfen. Also du erwähnst den Trainer auf jeden Fall und für die Leute, die einfach nur spielen. Wir haben über Edge gesprochen und unser Anspruch als Spieler, die gewinnen möchten, ist es zu spielen, wenn wir eine Edge haben. Und woher wissen wir, dass wir eine Edge haben oder einen Vorteil haben? A, das Taktische haben wir schon besprochen. Wir wissen, okay, das Game ist starkbar, weil ich habe die Mathematik dahinter verstanden. Der Table muss so und so viel abwerfen. Wir haben diese und diese Losing Players. Aber woher weißt du eigentlich, dass du ein Winning Player bist im Verhältnis zu anderen Spielern? Und der einfachste Weg, um das herauszufinden, ist es, mit einem Trainer zu arbeiten. Und jetzt, dass die Leute vielleicht als Ausrede benutzen, ist zu sagen, ja, aber meine Gegner spielen nicht GTO oder so. Es geht nicht um deine Gegner, sondern es geht eher darum, machst du fundamentale Fehler, wie zum Beispiel im Small Blind mit Queens immer callen, dann wird dich das kosten, egal wie deine Gegner spielen. Wenn deine Gegner super schlecht sind und du callst Queen, 7, Deuce, Rainbow in Small Blind, du wirst mit der Hand verlieren, so ist kein Winning Play. Und das ist dieses Example oder dieses Beispiel ist ja logisch für die meisten Leute, aber es gibt ganz viele Hände dazwischen, die für die Leute nicht logisch sind. Queen, 7, 6, Triple Suited. So, okay, du wirst nicht callen, aber die meisten Leute werden dann callen und wissen nicht, dass es ein Fehler ist. Im Endeffekt mit dem Trainer zu arbeiten, ist es, besser zu werden, ohne Geld zu riskieren. Und das ist ein extremer Vorteil. Du wirst besser, und du hast keine Emotionen im Spiel, macht es einfacher, du hast mehr Zeit und es kostet dich kein Geld. Also abgesehen natürlich von der Subscription. Aber es ist viel besser, mit einem Tool zu arbeiten, das dich nicht Geld kostet am Tisch und das Feedback zu bekommen. Und wenn du dann mit dem Tool tausende Hände gespielt hast und du merkst, hey, ich fange an, wirklich überall zu hitten. Ich weiß, wo gefordert wird, wo gecallt wird, wo gebettet wird und so weiter. Wenn du das siehst, dann merkst du, ich werde eine Edge haben in dem Game. Ich habe eine Edge, weil ich mache all diese Dinge
Und dann siehst du auch bei deinen Gegnern, wie sie das nicht tun. Der Typ hätte am Flop eigentlich betten sollen oder der Typ hätte nicht, also die 3-Bet war zu loose oder die 3-Bet, der hat nicht gedreibettet mit der Hand, das ist eine klare 3-Bet. So. Und dann bekommst du diese Confidence, weil du merkst, hey, ich habe High Accuracy in dem Game und die Leute haben das eben nicht. Und daher kommt meine Edge. Also wenn du dann dich hinsetzt und du siehst, wie deine Leute nicht die Stats spielen, die sie sollten und nicht die Hände spielen in der Art und Weise, wie du jetzt weißt, die sollen gespielt werden, dann gibt dir das diese Confidence, um zu wissen, ich habe eine Edge in dem Game. Deswegen würde ich jedem vorschlagen und auch dir, der Trainer ist ein Free Training Ground und am Anfang würde ich mehr Hände im Trainer spielen als im Real Life. Weil du kannst auch mehr Hände spielen im Trainer. Es geht schneller und du kannst easy ein paar hundert Hände spielen. Das andere, was ich sagen würde, ist, was Content anbelangt. Also ich kenne sehr viele Spieler in verschiedenen Levels und auch viele Spieler, die besser sind als ich im Omaha. Und der Number One Trait, also die Nummer 1 Eigenschaft, die mir auffällt bei Leuten, die sehr gut im Spiel sind, auch besser sind als ich, die verbringen die meiste Zeit des Improvements darin, eigene Gedanken zu formen. Und was ich damit meine ist, Content sollte nur da sein, um dir einen Anreiz, eine Idee zu geben, so eine Art Trigger, um dann deine eigenen Gedanken zu formen. Das heißt, zum Beispiel willst du was über C-Betting in 3-Bet-Pots lernen, dann würde ich ein Video ansehen, vielleicht, muss aber nicht sein, um eine generelle Idee davon zu bekommen, wie dieser Coach das Ganze sieht. Dieses Video zu sehen, dem würde ich vielleicht 10% Gewichtung geben, im Prozess gut zu werden in 3-Bet-Pots. Und 90% würde ich damit verbringen, Trainer und Hand-Review. Also zunächst sehr viel mit dem Trainer arbeiten, weil beim Trainer ist es so, bevor du klickst, musst du dir selber eine Frage stellen und überlegen, Bet, Check, warum und so weiter. In dem Video musst du dir gar keine Fragen stellen. Du könntest, und das wird auch oft so sein, einfach nur konsumieren, ohne wirklich besser zu werden. Das ist sehr, sehr gängig. Deswegen mit dem Trainer musst du eine Entscheidung fällen. Du musst immer überlegen und du bekommst Instant Feedback. Wenn du mit dem Trainer sehr viele Hände gespielt hast, danach würde ich eher in das Review gehen und sagen, okay, ich weiß eigentlich, ich habe eine High Accuracy mit dem Trainer, aber kann ich das Ganze auch umsetzen in Situationen, wo der Gegner vielleicht vielleicht eine bisschen andere Stack Size hat oder andere Stats hat oder vielleicht eine andere Bet Size gewählt hat, kann ich jetzt immer noch das umsetzen, was ich im Trockenen gelernt habe in dem Trainer. Aber es ist sehr einfach, in jedem Information Field zu Overconsumption an Content und nicht genug selber diese Gedankenstränge im Kopf zu bilden. Ich würde dir empfehlen, dich hinzusetzen jeden Tag und zu sagen, hey, ich werde jetzt besser in dem Spiel, indem ich trainiere und versuche, meine Accuracy nach oben zu bringen. Und wenn du intern merkst, dass es jetzt schwierig wird, aufgrund von Konzentrationsschwäche, es wird langweilig, es wird mühsam, dann ist das sehr gut, das selber festzustellen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich noch 15 Minuten weiter. Und so ist es wie ein Muskel, der dann gestärkt wird. Und am Anfang machst du vielleicht schon 30 Minuten oder 40 Minuten oder eine Stunde und mit der Zeit kannst du dann eine Stunde 10 machen, eine Stunde 20 machen und immer noch besser werden, auch nach dieser Zeit und auch dein Window verlängern, also quasi an Improvement-Zeit. Und den Content-Konsum würde ich dann auf so weit beschränken, entweder ist es Entertainment und dann labelst du das auch so für dich selber, so okay, ich schaue mir das Video an, ist ein bisschen Entertainment, oder du versuchst gezielt eine Frage zu lösen, die du andersweitig nicht lösen könntest. Oder du sagst, ich habe ein Thema gewählt, 3-Bet-Pots out of position und ich will ein bisschen geprimed werden, also ich will ein paar Ideen bekommen, wie das ein anderer Spieler sieht und dann gehe ich in das Training rein. 90-10 Gewichtung. Und wenn du sehr viel Content konsumst, zum Beispiel nehmen wir mal an, du schaust dir 4 Stunden Content an in einem Tag oder 2, ist es auch schwieriger, dann dich hinzusetzen und sagen, und jetzt lerne ich noch mehr, indem ich Training mache. Dann würde ich dich eher
darauf reduzieren und zu sagen, hey, ich würde gern diesen Content schauen, weil ich habe diesen Knack, ich würde gern Poker so, aber ich mache es nicht und mache das Training stattdessen, weil es einfach weitaus wirkungsvoller ist. Auch wenn es ein bisschen sagt, es ist anstrengender, aber wie gesagt, es wird dir so viel mehr bringen. So oft Ich wie habe möglich den versuchen selber. Trainer überall offen. Also jetzt beim Telefon, wenn ich irgendwie, wir waren letztens beim Amusement Park, da in der Schlange, wir mussten noch warten. Also jede freie Minute, ich spiele Counter-Strike zwischen, wenn ich tot bin, habe ich meinen Browser offen und mache da direkt ein paar Hände und so weiter. Also Finde ich PLO-Trainer gut, ja. wirklich richtig gute. Ist das natürlich kein intensives Studying in dem Moment, die Beispiele, die ich gerade genannt habe. Aber also das ist für mich nie langweilig. Ich kann das immer inzwischen, wenn ich morgens was machen will, habe ich das immer offen. Ist das wirklich im Moment wirklich meine höchste Priorität, besser zu werden. Also das Trainieren mit dem Trainer macht auch Spaß, muss ich sagen. Im Trainer gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten zu trainieren. Ich würde dir empfehlen, dich wirklich zu challengen und zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel trainieren, wie ich in 3-Bet-Pots am Turn spiele, nachdem ich ein Flop gehabt habe, wo ich eine High C-Bet Frequency habe. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, es ist King Queen 4. Ich weiß, ich C-bette den größten Teil meiner Range. Aber wenn dann der Turn kommt, weiß ich nicht genau, wie ich weiterfahren soll. Ich mache ein Training, das sich nur darauf auslegt, da mehr Confidence zu haben. Und das Ziel des Trainings ist es, herauszukommen mit Takeaways. Takeaways ist die Transition von, ich sehe was, das keine Worte hat, das ist der Trainer, der hat keine Worte, das ist einfach nur Outputs. Und ich bringe das in meinen Kopf. Mein Kopf funktioniert nur mit Worten. Du musst eine Erklärung haben. Okay, ich bette, zum Beispiel King Queen 4, der Trainer kennt nur Frequencies. Okay, 95% C-Bet Frequency, das meiste davon Half-Pot, nehmen wir mal an. Okay, aber da sind keine Worte dabei. Und da würde ich dir weil du bist ja ein Mensch, versuchen, die Logik für dich selber zu erklären und zu sagen, okay, das Board muss für uns so eine hohe Equity Advantage haben, dass wir da mit einer sehr weiten Range sie betten und aufgrund dessen nehmen wir ein kleines Sizing, also Half-Pot, weil der Gegner wird so viele Hände haben, die so far behind sind gegen unsere starke Pre-Flop-Range, dass er einfach folden muss. Also fangen wir an mit Half-Pot, den größten Teil meiner Range. Welches Board, also wie müsste sich King Queen 4 verändern, dass meine C-Bet-Frequency nach unten fällt? Queen Jack 7. Okay, mal sehen. Okay, es geht von 95% zu 70%. Okay. Wie wäre es noch ein bisschen schlechter? Okay, es wäre vielleicht Jack 8-6. Okay, Jack 8-6 wäre so und so. Und wenn du Training so angehst, dann versuchst du wirklich was zu lernen mit Konzepten und Worten für dich selber. Dann gehst du zum Turn und sagst, okay, King, Queen 4, wir C-betten full Range, so und so, ich habe mir das Ganze erklärt. Wenn der Turn eine Blank ist, wie zum Beispiel eine 2, dann werde ich nur noch potten zum Beispiel. Okay, und welche Hände werden geslowplayed? Was ist der Bottom of meiner Range, um potten und off-zu-stacken? Wo sind meine Bluffs? Solche Fragen müssen beantwortet werden. Und jetzt plötzlich bist du in einer Improvement-Session, wo du mit dir selber, du bist quasi dein eigener Trainer und du challenged dich selber zu verstehen, welche Hände werden geblufft? Wo trappst du? Wie müsste dein Gegner bluffen? Und so versuchst du das Game tatsächlich zu verstehen und du benutzt den Trainer, also die Software, eigentlich nur dazu, um dich du bist der Trainer, um dich als Trainer mit einem Tool auszuschmücken, wo du dich selber als Spieler challengen kannst. Also der Trainer ist nicht dein Trainer, sondern du bist dein Trainer. Und der Trainer ist nur ein Tool, um das Beste aus dir rauszuholen und um zum Trainieren. Macht diese Differenzierung ein bisschen Sinn? Ja, macht absolut Sinn. Die Gedankengänge verfeinern und selber durchgehen und so weiter, also selbst trainieren, das macht dann auf jeden Fall Sinn, ja. Okay. Anderes Thema, Stats. So, also du hast gesagt, auf gewissen Seiten, wie zum Beispiel Coin-Poker, hast du angefangen zu tracken. Wie versiert bist du da mit grundsätzlich einfach deine eigenen Stats verstehen oder die des Gegners? Benutzt du ein HUD? Ich habe einen HUD aber nicht ausgebaut. Ich habe einfach den Basic Drive HUD, den HUD da genommen und ein paar Stats noch dazugefügt. Aber ich habe da nie, für No Limit Hold'em hatte ich damals
Ich habe früher viel Coaching mit dem Crazy Sheep gehabt, weiß nicht, ob du noch kennst. Ja. Und ich habe damals seinen Hut übernommen gehabt und mein ganzes Leben lang mit dem Hut gespielt einfach. Auch, aber für PLO habe ich jetzt keinen besonderen Hut oder so. Und ich muss auch dazu sagen, seitdem ich jetzt wieder zurück an den Online-Tischen bin, habe ich mein Spiel noch nicht so heftig auf Stats oder auf Reads oder so ausgeschmückt, wie auch immer das. So langsam verlässt mein Deutsch, dass du nur Englisch sprichst hier. Ich müsste auf jeden Fall viel mehr mir die Zahlen anschauen und mir eine Meinung da machen, aber im Moment mache ich viel zu selten und vielleicht ist das einfach ich weiß nicht, ob ich aus der Übung bin. Ich schaue mir die wichtigsten Stats, die mir gerade so in dem Sport wichtig gefallen an, aber ich weiß, da gibt es viel mehr rauszuholen und das mache ich halt im Moment nicht. Ja. Klar, aber es ist schon mal gut, die Realisierung und Realisation und auch, dass du schon mal einen Hut hast. Ich würde einfach anfangen, damit die Basic 4 bis 10 Stats zusammenzubekommen. Zum Beispiel WP, PFR, 3-Bet, deine Open Race Frequencies von allen Positions, also EPMP, Cut-Off Button, Small Blind, wie oft du den Big Blind foldest versus Steal vom Button, wie oft du Re-Steals aus den Blinds und mit diesen Basic Stats vielleicht deine Aggression Frequencies, Flop, Turn, River, so die Stats, die ich eben genannt habe, sind so die Basics und da wirst du dann im Drive Hut gewisse Zahlen sehen bei dir und das regt dich dann dazu an, dir zu überlegen, okay, was ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe bei sehr vielen, in der Vergangenheit, vor 2 Jahren war das letzte Mal, habe ich Leute auch gecoacht und da frage ich immer die Datenbank an. Und wenn ich mir die Datenbank ansehe, frage ich ab und zu, trainierst du mit dem Trainer? Ja, auf jeden Fall. Aber die Stats sind viel tighter, als die Leute denken. Die denken zwar, ja klar, im Trainer bin ich High Accuracy, aber alle Marginal Spots werden geskippt. Das ist kein Open, das ist keine 3-Bet, das ist kein Defend und so weiter. Und plötzlich spielen die Leute viel tighter Pre- und Post-Flop, als sie eigentlich denken. Aber die Realisation kann nicht stattfinden, weil du hast nicht diese Makroperspektive, wo du rauszoomen kannst und sagen, Moment, meine Flop Aggression ist 28 und bei mir zum Beispiel ist es 34. Warum eigentlich? Und plötzlich fangen die Zahnräder an sich zu drehen und dann fängt Improvement an. Ohne die Stats wird die Realisation nicht stattfinden, weil man sieht vielleicht einen Stream von mir und denkt, ja, will ich auch C-Betten, alles klar, weiter geht's. Aber wenn man die Stats dann sieht, merkt man, Moment, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen, wir brauchen unbedingt Stats und ist ein Prozess wie alles andere. Ich würde einfach damit anfangen, die Stats mal zu haben. Dann wirst du bei den anderen Gegnern vielleicht andere Stats sehen. Und im Mastermind zum Beispiel haben wir auch Videos, wo wir Stats runterbrechen und erklären, also was sind gute Stats, eher schlechte Stats. Ich selber schaue mir zum Beispiel die Stats an der Biggest Winning Players in the World. Ich habe ein Multipart-Video gemacht, also im Mastermind, wo ich die 3 Biggest Winning Players 2023 runtergebrochen habe. Also wo ist der Unterschied zwischen einem 25-50-Spieler, der also das ganze Geld gewinnt und einem Break-Even-Player. Und das Gleiche kannst du im Endeffekt, die gleichen Fehler kann man so erklären, finden statt einfach im größeren Maße, je weiter du nach unten gehst. Und primär sind die Fehler nicht genug Aggression auf allen Streets. Und weil ja keiner genug Aggression hat, muss man auch viel folden, wenn Aggression kommt. Also man foldet viel, wenn die Leute viel Geld in die Mitte legen, aber selber versucht man eigentlich Leute zum Folden zu bringen. Das ist so die primäre Strategie auf den loweren Stakes und Mid-Stakes ebenfalls. Aber die Klarheit darüber, ob du das schon gut machst oder nicht, kommen dann über die Stats. Also auch das ein Prozess. Und wenn es um EV geht, nur um das mal kurz zu erklären, momentan hast du die Entscheidung, jeden Tag zu sagen, spiele ich Poker oder lerne ich Poker? Und wenn wir jetzt eine hypothetische Winrate nehmen, komplett hypothetisch, um Zahlen einfach zu machen, du machst momentan $10 pro Stunde, wenn du spielst. Und wenn du improvest, machst du 0. So. Aber das Ding ist, wenn du spielst, wirst du fast gar nicht improven. Das würde ich auch all den Leuten ans Herz legen.
Spielen und Improvement sind zwei verschiedene Dinge. Versucht nicht quasi das eine für das andere, also als Erklärung zu benutzen. Das heißt, wenn du spielst und du hast momentan eine Winrate von $10, dann bleibt die bei 10. Um da nach oben zu kommen, musst du improven. Und wenn du jetzt die meiste Zeit darin investierst zu improven, machst du zwar momentan weniger Geld pro Tag, weil du ja währenddem du improvest kein Geld machst, aber im Endeffekt kommst du dann auf 50, auf 100, auf 200 die Stunde, halt langfristiger gesehen. Aber mit Spielen alleine, und das ist die bittere Pille für die meisten Leute, vor allem Non-Professional Players, wirst du nicht besser. Und Testament dazu sind, es gibt unzählige Leute, die seit 10 Jahren Poker spielen und das sind keine Winning Player. Warum? Weil Playing is not improving. So, das ist nicht das Gleiche. So, wenn du auf einem sehr, sehr hohen Level bist, kann Playing improving sein, zu einem gewissen Grad. Weil du die richtigen Fragen hast, du weißt, wo du nicht gut bist, du siehst, wie ein Gegner eine Hand spielt, der sehr gut ist und du weißt, der macht was anderes und du hast die analytischen Fähigkeiten, um zu verstehen, Moment, ich hatte nie gedacht, dass Spieler, die besser sind, als ich so und so spielen, jetzt werde ich nochmal improven. Es kann möglich sein, wenn du auf einem sehr hohen Level bist, aber grundsätzlich sind das zwei komplett verschiedene Dinge. Und deswegen würde ich auch dir ans Herz legen, wenn du die Entscheidung hast, improve ich oder spiele ich, spielen ist weniger wichtig, wenn die Winrate noch nicht so hoch ist. Und erst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich bin auf 1,2 auf WSOP und ich will jetzt abgrasen, ich habe jetzt dieses ganze Improvement gemacht und ich habe eine nice Winrate, ich werde jetzt versuchen, jeden Tag $500 oder $1.000 zu gewinnen, dann macht es Sinn, dieses Volume reinzugrinden, wenn die Opportunity da ist. Momentan würde ich dir eher sagen, hey, versuch dich dahin zu arbeiten mit Improvement und benutze das Spielen dazu, um nahe am Game zu bleiben, so um Dynamiken mitzunehmen und so weiter. Aber im Endeffekt würde ich es nicht als the main grind benutzen. The main grind ist das Improvement. Auch wenn es, klar, weniger Spaß macht als Spielen, aber ich müsste eigentlich Live-Poker mit reinnehmen, damit ich auf kostendeckend irgendwie weiterhin machen. Also ich habe jetzt schon fast 2 Monate, das frisst ja auf irgendwann, weißt du. klar. Also eigentlich müsste ich live noch weiterhin spielen, aber wie gesagt, also ich muss mein Ziel ist es eigentlich, so schnell wie möglich auf höhere Limits zu kommen. Online. Ich will an deiner Stelle auf jeden, also wie gesagt, du hast 2 Möglichkeiten, wie du gesagt hast, entweder Live-Poker. Wahrscheinlich würde ich dir das eher nicht anraten, weil, wie gesagt, der Lifestyle ist momentan nicht so gängig für dich und deine Familie, plus die Varianz, die damit hergeht, kann sehr hoch sein. Aber ein zweiter Income-Stream oder ein anderer Income-Stream, der auch am Computer und zu Hause also erreichbar ist. Es klingt, als ob du auch das Skillset da ein bisschen mitbringst, zum Beispiel Graphic Design und so weiter, Content Creation oder eine gewisse Art von Affiliate Marketing oder Ambassadorship mit CoinPoker, solche Dinge. Die nehmen ja auch den Druck weg. Tut mir leid. Kein Problem. Die Mutter ist oben. Oder Mami, Baby. Okay. Aber das würde auf jeden Fall sehr viel Sinn machen, auch um ein bisschen A, Druck wegzunehmen, aber auch B, um eine gewisse Balance zu schaffen, weil nur Poker spielen kann auch schwierig sein, so für den Kopf. Absolut. Nur in dem Ding drin zu sein. Und wenn dann noch dazu kommt, nur vom Poker finanziell abhängig zu sein, ist es noch mehr Druck, der dazu kommt. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass wenn die Tische nicht gut sind, muss ich nicht spielen. So. Und das gibt natürlich eine mega Edge gegen die anderen professionellen Spieler, weil ich bin weniger ausgelastet. Wenn ich spiele, habe ich Bock. Wenn ich spiele, bin ich frisch. Ich bin nicht 8 Stunden am Grind. Und die anderen Spieler haben vielleicht keine anderen Einkommensquellen und müssen spielen, wenn die Games nicht so gut sind, wenn sie nicht so gut gelaunt sind, wenn sie nicht so viel Bock haben. Und es muss nicht so sein. So viele Leute, die auch Pro sind, haben ja auch so ein bisschen diesen Stolz und sagen, ja, ich bin Pro, so that's my own, so ich bin mein eigener Chef oder whatever. Aber im Endeffekt das Leben so, also es ist vielleicht nice, wenn du 22 bist, so das sagen zu können, aber wenn du älter wirst, dann geht es ja auch mehr um Lebensqualität und Lebensqualität kann auch daher kommen, einen anderen Job noch zu haben, der auch ein bisschen Ausgleich
also nicht nur finanziell, sondern auch von der Stimulation her andere Ideen, andere Tätigkeiten, so andere Menschen, anderes Umfeld, andere Industrie vielleicht mit hineinbringt. Und das kann auch dazu führen, dass man im Poker bessere Resultate hat, weil man hat nicht diesen Druck, jeden Table zu spielen müssen, gewisse Anzahl an Händen spielen zu müssen, an Tagen spielen zu müssen und so weiter. Kann auf jeden Fall auch helfen im Setup. 100%, ja. Also ich habe sogar eine Zeit lang versucht, mich wieder zu bewerben, auch versucht, im selben Bereich zu bleiben, weil ich war die letzten 8 Jahre, 10 Jahre nur im Poker- und Casino-Bereich tätig und habe versucht, in demselben Bereich zu bleiben. Und bei einem Jobinterview, das habe ich in einem Blog auch erklärt, es war ein mega professioneller Setup mit Slack-Invite und andere Mitarbeiter kennengelernt und Interviews gehabt und 2 Wochen später erst Formular unterschrieben und Contract unterschrieben und also Dinge. Im Endeffekt haben sie mir Geld geklaut beim Bewerbungsgespräch, wo ich gerade Geld brauchte auch. Also das ist dann, und dann hat mir dann ein bisschen so den Rest gegeben, da habe ich erstmal nur noch live gegrindet und mich da wieder rausgeholt und so. Und ja, also die letzten paar Jahre war wirklich mega turbulent, mega alles passiert und nichts irgendwie mega viel durchgemacht. Aber ich habe die Hoffnung halt nie aufgegeben so und ich ziehe einfach weiter durch. Ein Job wäre auf jeden Fall irgendwas Kleines nebenbei, was ich machen kann. Aber ich will meinen Traum im Endeffekt, beziehungsweise Traum, also es ist einfach meine Leidenschaft so. Also ich spiele Poker, seitdem ich 18 Jahre alt bin und ich habe fast keinen Tag in meinem Leben geskippt. Also ich komme jeden Tag mit Freude wieder an den Tisch und vor allem jetzt zu PLO geswitcht, also ich genieße das richtig, die Sessions zu starten jeden Tag. Nice. War vorher nicht so, dass die Motivation hat zwischendurch mal gefehlt, auf No Limit Hold'em, mich jeden Tag Bock gehabt zu spielen. Nicht immer motiviert, nicht immer voll fokussiert, aber PLO ist anders irgendwie. Es wird auch da irgendwann zu dem Punkt kommen, logischerweise. Aber deswegen ist es ja auch so nice, wenn man eine gewisse Balance da aus professioneller Sicht herschaffen kann. Also in deiner Situation, ich denke, einer deiner biggest Assets ist, dass du Poker verstehst. Und wenn es um Content Creation oder Poker Business geht, grundsätzlich ist es so, dass das ein sehr großes Asset ist. Weil jemand Externes da reinzuholen, nehmen wir mal zum Beispiel an bei Social Media Content Creation, ist extrem schwierig. Auch wenn der Typ digitale Skills hat oder weiß, wie man Edits macht, wenn der Poker nicht versteht, ist es fast aussichtslos im Endeffekt. Ist doch teuer. Ja, natürlich. Ja, also das ebenfalls. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, oder ich habe auch Leute in meinem Team, die nicht aus dem Poker kommen, die da hinzubekommen, dass die verstehen, nee, wir können das nicht so posten oder wir können das nicht so editen oder das Interessante an der Hand ist eigentlich so und so und so, weil Poker funktioniert so und das geht sehr, sehr lange. Das kann ja bei dir alles geskippt werden. Also da denke ich, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ein anderer Vorteil, den ich bei dir sehe, ist, dass du natürlich in Las Vegas wohnst. Und in Las Vegas kann ich mir vorstellen, also zum Beispiel deine Vlogs funktionieren wahrscheinlich besser in Vegas, als wenn du jetzt irgendwo in Deutschland wärst und da was aufnehmen würdest, weil du halt von der Location her. Also ich weiß nicht, was genau da möglich wäre, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du da was anderes, wenn du dir überlegst, wenn du aufstehst und sagen kannst, hey, mit dem ersten Teil des Tages verdiene ich so die Brötchen, um einfach die Rechnungen zu bezahlen und danach habe ich super free mind, um Improvement, Qualität, die Games zu selecten. Wenn die Games alle shitty sind, skippe ich mal für heute und mich dann daran zu tasten und zu sagen, ich will eine hohe Winrate haben mit High Confidence und Low Stress Level für mein Online-Game. Viel besser als zu sagen, hey, ich brauche die Resultate noch gestern und es gibt noch viele Variablen zu erforschen. Wo spiele ich? Wie spiele ich, wie viel Improvement und wie viel Spielen und so weiter. Es gibt noch, weißt du, wenn du da in einem Flow drin bist, wo du sagst, hey, ich bin jetzt auf 1, 2, 2, 5 und mein Lifestyle ist, ich bin 23 Jahre, habe keine Familie und ich kann auch in einem Einzimmer-Apartment schlafen. Okay, zieh durch, whatever, sieh mal, was die nächsten Jahre bringen, oder? Aber natürlich bei dir,
das Stresslevel muss ja extrem hoch sein, wenn alles so an dem Ding, und hoher Stress ist nie gut, aber vor allem nicht, wenn es um Poker geht, weil du kannst Ist fast unmöglich. Genau, du kannst den Outcome nicht kontrollieren. Ja. Du kannst verlieren, du wirst verlieren, es ist Teil des Spieles und ja, das macht es emotional noch viel schwerer. Ja, absolut. 100%, ja. Also je lockerer man also sein Leben gestaltet, alles so nicht macht, wie ich es gemacht habe, dann desto einfacher kann Poker sein eigentlich für einen. Aber ich habe nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal nur noch vom Pokern leben möchte. Und ich dachte immer, ich werde immer irgendwelche Businesses nebenbei führen und für die Firma arbeiten, für da und so. Da kamen immer so viele Anfragen rein und so weiter, dass ich mir da eigentlich nie drum so großartig Gedanken gemacht habe. Okay, ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, ich hab noch mehr Zeit, aber ich würde vorschlagen, eine kurze Pause zu machen und dann in die Hände reinzugehen oder eine Session reinzugehen, wo wir tatsächlich finally über Strategie reden können. Okay. Können wir gerne. Ich habe meine Frau muss um 6 zur Arbeit und die Kinder sind, wenn die spielen im Zimmer, dann ist das in Ordnung. Es könnte sein, dass sie jeden Moment runterkommen und dann. Für mich ist es kein Problem, aber was auch immer für dich passt. Entweder wir machen Strategie vielleicht an einem anderen Tag oder wir versuchen es einfach und bis die Kinder halt irgendwann ausrasten. Also passt beides. Entweder können wir morgen über Strategie reden. Machen wir vielleicht einen Zweiteiler draus, irgendwie 2 Videos irgendwie. Ja, auch mal auf Deutsch. Ich denke, das ist auch gut für die Leute, die vielleicht nicht so den englischen Content sich reinziehen. Ich möchte vielleicht noch das zum Abschluss teilen. Und zwar, das nennt sich auch Dunning-Kruger-Effekt. Und meistens ist es so, auf der linken Seite unten, wenn du nichts weißt, hast du logischerweise, das ist eine Grafik, die quasi Kompetenz und Confidence miteinander verbindet, auf der X- und Y-Achse. Und unten links siehst du, wenn du nichts weißt, ist deine Confidence low. Und sobald du etwas lernst, auch nur etwas Kleines, dann kommst du auf den Peak of Mount Stupid. Soll nicht heißen, du bist nicht auf dem Peak of Mount Stupid, aber das meist, wenn die Leute zuhören und die dachten sich so, hey, Online-Poker easy peasy, ist die Confidence sehr oft sehr hoch. Oder wenn die Leute zum Beispiel am ersten Tag im Gym sind und sagen, hey, jetzt Transformation, let's go. Und dann gehen sie nach dem ersten Tag nach Hause und denken so, holy shit, ich sehe immer noch gleich aus. Und es war auch nicht schwer. Meistens, was dann danach passiert, ist, man lernt so, holy shit, das ist ziemlich schwierig. So, es braucht was, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich möchte. Also, wenn die Kompetenz nach oben geht und jeder Zuschauer, der heute dabei war, hat jetzt mehr Kompetenz, der hat jetzt mehr gelernt, aber das heißt nicht immer, dass die Confidence nach oben geht. Zum Teil lernt man auch viel und merkt so, holy shit, das ist mehr, als ich dachte so. Und ich bin eigentlich noch ganz weit hinten. Das braucht eine Zeit. Und die meisten Leute, 99%, geben genau hier auf, Valley of Despair. Und das ist auch komplett fein, weil die meisten Ambitionen, die Leute haben, zum Beispiel ich, sag mir, hey, Sixpack, let's do it. Aber ich mach's nicht, weil es ist einfach zu viel Aufwand, oder? Und am Tag 1 klingt es vielleicht, hey, Mount of Stupid, nice. Ich habe ein paar Videos gesehen auf YouTube, so, ich gehe ins Gym. Aber dann habe ich gelernt, okay, Diet, Sleep, Supplements, Workout, Conditioning. Ich muss auf all das verzichten und habe mir dann für mich dann entschieden, hey, für mich ist es nicht wert. Und das ist auch okay. Und deswegen sage ich ja, dass die meisten Leute hier aufhören bei verschiedenen Subjects, wie zum Beispiel Sixpack oder Online-Poker-Profi, ist komplett okay, ist normal. Man kann nicht überall toll sein. So. Aber für die Leute, die hier sind und sagen, hey, ich will es aber wirklich, es ist normal, dass die Confidence jetzt einen kleinen Hit hat. Aber um da weitermachen zu können, muss man weiter lernen und irgendwann lernt man dann genug, um zu sagen, hey, ich glaube, ich verstehe jetzt, wo es hingeht. Ich bin zwar noch nicht da, wo es funktioniert, aber ich sehe so das Licht am Ende des Tunnels. Und ich hoffe, dass die Leute, die Bock haben, darauf aus Poker was machen zu wollen, dass die jetzt aus dem vielleicht momentanen Loch hier ein bisschen längeren Atem haben und ein bisschen hier nach oben kommen, um ein bisschen Hoffnung reinzubringen und zu sagen, hey, Moment,
aber es geht schon. Wir brauchen nur ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen mehr lernen. So. Also gebt nicht auf für die Leute, die auf jeden Fall darauf Bock haben. Es gibt viele Leute, die Erfolg im Poker haben. Natürlich viel mehr, die nicht. Aber es ist nicht unmöglich. Und es braucht einfach nur einen langen Atem und Fokus und Konzentration. Und es gibt viel zu lernen auf dem Weg. Und das kann auch ein schöner Journey sein im Endeffekt. Also, ja. Absolut. Absolut, das ist mega cool, die Grafik hier. Das habe ich sogar live selber miterlebt. Also ich habe ein paar Jahre Pause gemacht und dann war das da, wo alle sich in den Jahren Solver und dazugelernt und verbessert und so weiter und ich habe gar nichts gestudied. Und dann bin ich aber mit meiner alten Confidence wieder an den Pokertisch und habe dann erst aber angefangen zu studieren. Also ich hatte irgendwie komischerweise richtig krasse Confidence, weil ich noch ein bisschen Wissen von vorher hatte, von den Jahren davor. Und aber je mehr ich dann über GTO gelernt habe und je mehr ich dazugelernt hatte, desto weniger Confidence hatte ich auf einmal für eine Zeit lang, weil das hat irgendwie, ich weiß ja gar nichts mehr irgendwie. Und das, was ich gelernt habe, konnte ich nicht mehr gut anwenden. Und mit dem, was ich vorher wusste, das hat irgendwie alles nicht mehr gepasst. Alles war durcheinander bei mir. Und da musste ich erstmal zusehen, dass ich das GTO mit dem Live-Spiel, mit meinen eigenen Reads, dass ich das irgendwie forme für mich, für meinen eigenen Game-Style. Und ab da hat das dann mit No Limit Hold'em für mich. Also ich habe das durchlebt mit No Limit Hold'em. Und das ist auch sehr, sehr wichtig im Poker, weil Poker ist ein Spiel, das von Illusion und Desillusion lebt. Also das heißt, viele Leute denken, ja, der sagt und das ist ein Fisch und das ist eine Tiltbox, aber ich bin der Holy Grail. So. Ja. Und wir wollen eigentlich wohin kommen, wo die Confidence da ist, aber man ist auch realistisch. Und die Confidence kommt von der Kompetenz. Das heißt, wenn ich an einem Coin-Poker-Tisch sitze, 2,5, verstehe ich die Rake-Struktur, ich sehe die Spieler, die schlechter sind, ich respektiere auch die Spieler, die gut sind und sage, hey, die sind gut, ich muss ja on my game sein, aber ich habe eine Edge, aber ich kann mich nicht überschätzen. Wenn jetzt der quittet und ich habe schon seit 3 Stunden gespielt, ich glaube, meine Edge wird dann sehr, sehr dünn. Und dieser Realismus muss dann einsetzen und du kannst nur realistisch sein, wenn du auch kompetent bist. Wenn du nicht kompetent bist, dann weißt du gar nicht, was die Realität ist. Und da versuchen wir uns heranzutasten, dass wir mehr und mehr über das Game verstehen und über die Edges, die da drin stattfinden und dann realistisch einschätzen können, hey, ich kann confident sein hier, weil ich habe eine Edge und ich weiß, wo sie startet und wo sie auch endet und deswegen fühle ich mich wohl, jeden Tag an die Tische zu kommen und meine Edge auszuleben und ich weiß auch, wo ich den Rahmen sprengen würde und wo ich outclassed bin. Es wird immer jemanden geben, also es gibt nur eine Person, die die beste Person ist in jedem Sport, Denksport, wo auch immer. Und im Poker ist es genau das Gleiche. Es gibt immer Spieler, die besser sind. Und wir versuchen, wohin zu kommen, wo man realistisch einschätzen kann, hier habe ich eine Edge und hier habe ich keine Edge. Und deswegen positioniere ich mich da, wo ich eine Edge habe jeden Tag und komme auf dieses Sustainability-Level, wo du jeden Tag ein bisschen dazu lernst, ohne diese hohen Confidence-Swings zu haben und sagen, hey, ich habe eine reasonable Confidence und kann das umsetzen an den Tischen, ohne dass ich mich super shitty morgen fühle. Ich weiß gar nichts, alles sind besser, alles ist rigged und dann einen Tag später, I am the best, I am the greatest. So das wird nicht sustainable sein. Ja, macht Sinn. I like it. Okay. Mega. That's it. Ist klar. Wenn man das irgendwie morgen über, wann immer es dir am besten passt, bei mir ist eigentlich tagsüber, ich habe eigentlich immer Zeit, nur dass ich halt, normalerweise ist es so, dass so um 6 Uhr meine Frau dann zur Arbeit fährt und dann das ist dann machen wir das davor. So ähnlich wie heute, würde ich sagen, wäre gut. Und dann hast du ein OBS Screen Recording von deiner Session? Ja, habe ich dann machen wir morgen ab der ersten Minute Screen Recording und dann gehen wir in die Session rein. Super, machen wir so. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Vielen Dank für all deine Weisheiten und auch für alles, was du bis jetzt, die ganzen Content, alles, was du bis jetzt gemacht hast, so mega, so ein Poker-Engel bist du. Nicht wahr, aber es macht Spaß. Also alles gut. Vielen Dank. Danke dir. Ja, schönen Abend. Bis morgen. Ciao. Bye bye. Tschüssi.